Ich sehe da keinen Unterschied. Oder hör doch auf mit diesem Bild, Digga. Bitte. Hör auf damit. Ela tá cheia de tesão, mina linda, safadinha, arregaça esse fogo, esse caô. Ela cheia de tesão. Oder dieses eben. Was denkt ihr, wie lange dauert es noch, bis dieser Grußclip endlich fadet wieder? Dass er wieder ein bisschen gefadet ist. Ein Monat oder also der ist halt schon 3 Monate alt oder so, ne? Und der ist immer noch da. Bruder, wenn ich jetzt eingebe, Letzugo, Gruß. Ich finde den Originalclip gar nicht mehr. Wo ist denn dieser, wo ich schwarz war? Du bist mitverantwortlich? Wie können Menschen wirklich glauben, dass Deutschland kein Problem hat, wenn sowas passiert? Mahlzeit. Nein, hat er nicht gesagt. Was? Ich poste das nicht, um mich als Opfer darzustellen, um Mitleid zu bekommen oder rumzuheulen. Mir ist Ja, aber der hat ja was gegen ihn gesagt? Der hat doch. das egal. Ich bin in einer Kleinstadt. Ich hab das nicht verstanden. Ich hab nur. Ich hab das hier. Aber das ist ja tot, aber ist das eine Beleidigung gegenüber ihm? Nein, hat er nicht gesagt. Ich poste das nicht, um mich als Opfer Warum? darzustellen, um Mitleid zu bekommen oder rumzuheulen. Mir ist das egal. Ich bin in einer Kleinstadt auf dem Land aufgewachsen. Ich höre sowas schon mein Leben lang. Ich lese jeden Tag solche Kommentare. Mich verletzt das nicht mehr. Was aber wichtig ist und was ich finde, dass ihr sehen müsst, und deswegen mache ich dieses Video, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die es in Ordnung finden, einfach einen NS-Gruß durch die Gegend zu schreien. Ein Gruß, der geschrien wurde und dafür verantwortlich ist, dass Millionen von Menschen getötet wurden. Und das Problem ist, dass sowas immer normaler wird und von immer mehr Leuten in Deutschland akzeptiert wird. Ich weiß, dass ihr das harmlos findet und witzig und dass ihr es cool findet, es einfach irgendwelchen 2 Jungs zuzurufen, die euch nichts getan haben. Aber fragt euch mal, wo das alles hinführt. Fragt euch doch mal, wenn es so weitergeht und es auf einmal alle akzeptiert haben, was ist dann? Ja, hört auf, Leute. Also, Bruder, jetzt mal ganz kurz Butter bei die Fische. Bro, ich habe diese ganzen Clips, die von mir da sind, Bruder, ich habe da nicht, falls das irgendwer hier gerade denkt, was ich nicht denke, aber auf TikTok denken das halt Leute. Bro, ich habe nicht den Gruß gemacht, okay? Ich habe den nicht gemacht. Das ist nicht der Gruß gewesen. Also, ja. Solange wird der Clip mit der Hand anhalten. Ja, aber der hat ja, wie lange hat der angehalten? Der ist schon tot. Bitte nicht! Ich schwöre, mach es und ich werde deine Kinder verbrennen! Wie soll das faden, wenn du so weitermachst? Bruder, ich habe noch nie den deutschen Gruß gemacht. Ihr macht, guck mal, ich mach jetzt so. Bro. Warte mal, ich will noch einmal, ich muss gerade dran denken. Oh. Irgendwer hat so einen geilen Clip gemacht letztens. Wo war der noch mal, Digga? Ich kann mich gerade erinnern, dass der Titel von dem Clip richtig geil war. Oh mein Gott, hier. Digga, der Clip ist so krass. Hugo erfährt, dass er deutsche Vorfahren hat. Digga. Bro, der Titel ist halt crazy. Der Titel von dem Clip ist so krass. Was, du sagst auch echt viel well und das wird immer unter antisemitisch TikToks geschrieben, ist halt ein Dog Whistle, würde ich nicht mehr machen. Digga, für mich bedeutet well. Wenn irgendwas passiert ist, wo man sich schon hätte denken können, wie erklärt man das, Digga? Guck mal, wenn ich jetzt den Gruß mache, dann sagt ihr well. Weil ihr seid ja schon gewohnt von mir. Also als Beispiel, ich mach nicht den Gruß, aber das war jetzt ein Beispiel. Oder wenn, ja, weiß ich nicht. Also es ist nicht so deep bei mir. Nichts gegen dich, ne? Aber deine Mutter benutzt meinen Penis als Zahnbürste, du Sohn. Und das ist einfach die pure Wahrheit. Sick die Git, Mann. Geh. Sick die Git kannst du ja nicht mal buchstabieren, du gottverdammter Analphabet. Ey, das ist nicht, mach das, mein Gott. Ey, bitte halt deine Fresse, du Versager. Du Gott. Jalen, der gottverdammten Vater, der gottverdammte ich werde deine Mutter mit einer Saskia-Flasche bewerfen. Was? Warum Saskia aber? Aber es war okay, das TikTok. Die TikToks schwächen Leute. Oder reicht jetzt? Oh Gott, reicht jetzt. Was meinst du? Das ist das, was ich mit Julia immer mache. Mach's mal. Dann musst du dich auf die linke Seite zu Schradin drehen und dann. Pass auf. So. Genau. Und jetzt kommt der von du bist jetzt quasi Julia. Okay. Und jetzt krieche ich bei dir. Das geht so. Das hat er bei mir auch schon gemacht. So und dann so. Und so schlafen wir dann. Classic. Das ist der Classic. Alles geklippt für TikTok. Clippt ist alles für TikTok. Und wo sind eure Hände? So ist Kriechen. Nein. Marcel, ich bin nicht. Geil jetzt. Ja, ich weiß. Aber warte mal ganz kurz. Bitte. Bitte, Stopp. Es kann doch nicht sein, ich möchte das dass nicht. Zabex dich geil macht und du mich angreifst. Jetzt ficken, ja. Ich möchte. Bock zu ficken jetzt. Okay, aber nicht mich. Okay, danke.
Ja, gut, dann halt ich. Bro, nein, Bro. Selbst wenn er schläft, muss er an dieser Wave rauchen, Digga. Bro, es reicht doch. Digga, es wird auch mal Zeit, normale Luft zu atmen. Digga. So, die King Charles Law mitbekommen? Er ist der Goat Real Talk. Oh mein Gott, Bruder. Bro, ich hab's gesehen gestern. Digga, heilige Scheiße. Guckt euch das an. Bruder, er hier. Guck mal, wie er sich verbeugt. King Charles. Digga. What the fuck, Bro? Alter, das ist ein... Digga, ich hab noch nie einen Hund gesehen mit so viel Aura. Bruder, dagegen ist mein Hund wirklich absoluter Tiefpunkt. Der hat immer richtig große Fresse, Digga. Und wenn man da hinkommt, macht er so... Oder läuft weg oder so. Bruder, was denn jetzt? Bruder, ich dachte kurz, Papa Platte Reddit, die beschweren sich, weil ich irgendwas gemacht habe. Da habe ich kurz überlegt, habe ich irgendwas gemacht? Aber ich habe nichts an den Donations geändert, also kann das kein Hate-Kommentar sein. Yo, Hugo. Es ist ja jedem klar, dass du gerade nicht so viele Subs hast. Hier ist eine Idee für mehr Subs. Warum denkst du, haben Streamer wie Annie oder Elis so viele Subs, obwohl sie wenig streamen? Ich denke, es liegt daran, dass sie gute... Nein, Bruder. Nein. Es liegt nicht an den Sub-Emotes. Aber jetzt, wo er es sagt, meine Sub-Emotes könnten auch mal geändert werden, Digga. Ich bin ehrlich. Bro, also das... Wo sind denn meine, Digga? Bro, Digga, warum lädt das denn nicht? Also ich habe wirklich tot... Also die Emotes, die ich habe, sind komplett tot. Ja, guter Call eigentlich, ne? Ich könnte... Digga, ach du Scheiße. Ja, echt mal ein guter Call, ne? Guckt euch mal an, was Annie alles hat. Digga, guter... Okay, Real Talk, kann sein, ich underrate Emotes. Kann sein. Wie zum Beispiel zu All Good, bla bla. Für normale Viewer, die eine Stunde am Tag deinen Stream gucken, gibt es aktuell keine Vorteile, außer dass sie eine Werbung nicht bekommen. Aber für einen normalen Viewer juckt eine Stunde ja nicht so. Zum Beispiel deine ganzen Core-Viewer sind ja Subs. Und das nicht, weil sie dich unbedingt supporten wollen, sondern weil man 6 Stunden deinen Stream guckt, stören Werbung schon. Ja, guter. Okay, ich checke. Okay, Re-Rap kann sein, ich underrate Emotes. Ich frag mal ChatGPT. Ich hab's richtig gesagt, Jungs. Hallo, ich bin ein Streamer und habe sehr wenige Subs, beziehungsweise was heißt wenig? Ich habe für meine Zuschauerschaft, die ich habe, wenn man es jetzt mit anderen vergleicht, dass die gleiche Zuschauer wie ich haben, wenig Subs. Und jetzt hat ein Zuschauer geschrieben, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich wenig Emotes habe, die man benutzen kann. Also der einzige Vorteil bei mir, Sub zu sein, ist halt einfach, dass man keine Werbung bekommt. Denkst du, es hat wirklich damit zu tun, oder denkst du, dass es ist nicht so deep? Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Emotes sind für viele Zuschauer tatsächlich ein großer Anreiz, ein Abo abzuschließen, weil sie damit einen echten Mehrwert haben und sich stärker mit deinem Kanal identifizieren können. Wenn du ein paar coole, einzigartige Emotes anbietest, die zu deinem Stil passen, könnte das durchaus mehr Zuschauer motivieren, ein Abo abzuschließen. Aber natürlich ist das nicht alles. Der Content, deine Community und wie du mit deinen Zuschauern interagierst, spielen auch eine riesige Rolle. Ja, aber guck mal, das Problem ist bei mir... Meine Zuschauer sind halt alle wirklich broke as fuck, Digga. Die haben wirklich keinen scheiß Cent. Und das sieht man auch. Ich verstehe, das ist natürlich eine Herausforderung. Wenn viele deiner Zuschauer finanziell nicht so gut aufgestellt sind, dann wird es schwerer, sie zum Abonnieren zu motivieren. In dem Fall könntest du vielleicht andere Wege finden, um deine Community zu stärken und den Support zu fördern. Zum Beispiel könntest du auf kostenlose Interaktionen setzen, wie Community-Events, exklusiv... Denkst du, Subs auf Körper ausschreiben ist eine gute Idee, um schnell Subs zu bekommen? Das ist definitiv eine polarisierende Methode, die manche Streamer nutzen, um schnell Aufmerksamkeit und Abos zu bekommen. Es kann kurzfristig für einen Boost sorgen, weil es etwas Einzigartiges und Unterhaltsames ist, das Zuschauer dazu motivieren kann, zu subben. Allerdings solltest du bedenken, dass solche Aktionen nicht für jeden Streamer und jede Community passen. Ja, nee, weißt du was? Ich mach das jetzt. Hau ran. Bettenranking. Was ist das für ein Bett hier im Krankenhaus? Das ist schrecklich. Das sieht schon besser aus, das Bett. Für Hopsas und tralala. Die schläft aber schön. Aber man sieht das Bett ja gar nicht richtig. Aber mein Gott. Oder kann er lesen? Was ist das denn? Ein Bett im Dunkeln? Ja, das ist normal. Ach, nur auf der Matratze. Ja, wenn's schön macht. Das ist doch so eine Couch, das ist doch kein Bett. Die liegt doch da wie so ein Chamäleon. Was ist das denn für ein Bett? Ist das im Knast oder was? Ist ja mit Gitter und so, na klasse. Ach, so ein Gitterbett. Aber ich glaube, er hat nicht mehr so viel Lust, glaube ich. Man merkt das. Er hat nicht mehr so viel Lust. Er rusht nur noch durch. Da ist keine Liebe mehr. Er braucht Pause. Die Liebe ist weg. Oh, das sieht dann nett aus. Na, Bruder, Air Mattress, die größte Scheiße, Digga, Real Talk. Also Luftmatratze wirklich tot. Ich hasse Luftmatratzen. Außer es ist wirklich die auf dem Bild ist. Diese ganz fetten da, die Trimax immer hatte bei LAN-Party. Die sind okay, die sind valid, aber
So diese, so dicke Luftmatratze, tot. Das ist so eine Muschi-Matratze. Was ist das für Schrottbette, so dunkel und fies. Da liegt da so ein Lümmel drauf, ach du Scheiße. Warum beleidigt er die immer eigentlich? Das ist ein Cheeseburger, der ist Schrott wie McDonald's und Burger King, der Müll. Lasagne. Was ist eurer Meinung nach die beliebteste Fastfood-Kette nach Zahlen? Mc's? Es ist nicht Mc's. Da hat wohl jemand die TikToks nicht gesehen. Es ist nicht Mc's, Leute. Es ist eine Fastfood-Kette aus China. Es ist eine Fastfood-Kette aus China. Die hat jetzt mehr Fastfood-Ketten in China als Mc's auf der ganzen Welt. Und die wollen jetzt auch weg von China und noch mehr machen. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Es ist nicht Panda Express. Es ist eine komplett. Es ist eine Bruder. Es ist eine Fastfood-Marke, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Noch nie. Warte mal, ich gehe mal ein. Beliebteste Fastfood-Kette in China. Hier. Ja, es ist das hier. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß es noch nicht. Mc's wurde gefickt. Mc's wurde gefickt. Alter, was? Und diesen Eisbär, Digga. Und das ist alles richtig billig, Digga. Ihr checkt nicht. Ich bin hier gerade in China bei Wallace Burger in Chicken. Nee, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Was hat mich tief getroffen? I think I miss my wife. When you and Dad first met, what was it like? It was thrilling. Digga, oh mein Gott. Das war Brainrot damals. Das war OG Brainrot. Als es noch keine AI gab. Gedago. I remember a long time ago. Digga, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Gedago. Oder wenn TikTok das findet, wäre krass. Digga, das ist krass. Gedago. I remember a long time ago. Where you go? Gedago. Bruder, bei Madeira-Tour. Madeira-Tour, wir haben wirklich jede 5. Minute die Scheiße gesagt.